Die amerikanische Firma Amazon hat in 3 Monaten 50.000 chinesische Verkäufer gesperrt. Die Verkäufer sollen Bestechungsgelder und Geschenke an Kunden gegeben haben, um positive Bewertungen zu erhalten. In Afghanistan sind Vertreter der Taliban mit anderen politischen Kräften zusammengekommen. Der frühere afghanische Präsident Karzai und der Leiter des Hohen Rates für nationale Versöhnung Abdullah führten in Kabul ein Gespräch mit einem ranghohen Taliban-Mitglied. China benutzt den Abzug der USA aus Afghanistan gegen Taiwan. Träumt nicht den Traum der Unabhängigkeit, indem ihr der USA vertraut, lautet die Mitteilung. Die Kommunistische Partei publizierte einen Artikel in ihrer Zeitschrift mit dem Titel „Taiwan soll sich ein Beispiel an Afghanistan nehmen“. Forscher haben zum ersten Mal Fossilien großer Riesendinosaurier in der Flugsaurierfauna Hami in Ostturkestan entdeckt. Aufgrund der Erosion der freigelegten Oberfläche der Fossilien verblieb nur ein Teil der Wirbelkörper mit gebrochenen Oberflächen in den 3 Exemplaren. Die Gesamtlänge der 6 Halswirbel des Seidenstraßen-Titanosauriers beträgt etwa 3 Meter. Forscher schätzen, dass die Körperlänge des chinesischen Seidenstraßen-Titanosauriers mehr als 20 Meter betrug. Der Parlamentspräsident der Türkei Mustafa Şentop hat seinen Kollegen aus Südkorea empfangen. Şentop hielt fest, dass Südkorea ein Bruderland sei und dass dieser Bund seit dem Koreakrieg bestehe. Der südkoreanische Parlamentspräsident hingegen erinnerte daran, wie die Türkei Südkorea im Krieg unterstützte. Dass der heutige Aufschwung auch den türkischen Soldaten zu verdanken sei, darum sei die Türkei das einzige Land, das man als Bruderland bezeichne. 2 israelische Physiker von dem Technologischen Institut in Haifa haben das Dreikörperproblem der Physik entschlüsselt. Diese Entdeckung wird dabei helfen, die Position der Planeten innerhalb des Sonnensystems vorauszusagen. Usbekistans Außenministerium teilte mit, dass sie in Kontakt mit der Taliban-Führung stehen und Grenzüberschreitungen nicht dulden werden. Außerdem teilte das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate mit, dass der ehemalige Präsident Afghanistans Ghani und seine Familie politisches Asyl erhalten.